Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben die letzte Folge wieder mal gegen den Grimm gekämpft und noch ein, zwei kleine Sachen angeschaut. Weißt du was? Jetzt reden wir einfach gerade mal mit dir. Riechst du das auch? Plötzlich liegt ein fürchterlicher Gestank in der Luft. Ich schwöre es, die Stadt riecht eigentlich viel angenehmer als jetzt. Ich bitte um Entschuldigung. Ich glaube, der meint unseren Furzgestank. Wie läuft das Abenteuer? Ich hatte selbst ein Abenteuer, während du weg warst. Ich gehe eigentlich nie zum Friedhof dieser Stadt, aber ich wollte das Grab einer alten Freundin besuchen. Als ich zwischen den Grabsteinen herum ging, fiel mir ein eigenartiger Gesang in der Nähe auf. Unglaublich unheimlicher Gesang. Ich sah mich um und entdeckte, wie zwei gleißende, schrecklich große Augen aus der Öffnung einer dunklen Höhle auf mich starrten. Ich tat so, als hätte ich die Stimme nicht gehört und die Augen nicht gesehen und lief zurück zur Stadt. Meine Freundin muss wohl noch etwas länger auf ihren Besuch warten. Oh, ich glaube, er meint, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber zu dem Typ, wo wir immer gehen, um unsere Seele wieder herstellen für ein ranziges Ei. Bei diesem da vorne. Ich glaube, bei dem meint er. Da gibt es eigentlich, kann man nicht weiter, oder? Nein, also gut. Dann machen wir uns gerade mal wieder zur Sache von der Sache. Und zwar, ich wollte in dieser Folge den Grimm abschliessen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe natürlich auch einen lieben Hinweis in den Kommentaren bekommen. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, den lieben Grimm abzuschliessen. Entweder wir kämpfen gegen ihn und besiegen ihn in einem wirklich schweren Kampf. Also für mich persönlich ist das ein ziemlich schwerer Kampf. Oder so, jetzt lassen wir uns schon mal die Seele wieder auffüllen. Oder wir lassen ihn verbannen aus der Stadt Mistmund, also aus Heilandsnest. Weil der liebe Brumm hat irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, irgendwie da die ganze Zeit hin und her zu reisen und eben eine verfallene Stadt nach dem anderen mit dem huren Ritual zu nerven, blöd gesagt. Jetzt ist halt die Frage, ich persönlich habe gesagt, ich mache jetzt nochmal einen Versuch von 1, 2, maximal 3 Mal, vielleicht auch wirklich jetzt noch das letzte Mal, um den Grimm zu besiegen. Wenn wir das nicht anbekommen, machen wir uns auf den Weg, um den lieben Grimm aus Heilandsnest Mistmund zu verbannen. Ich würde sagen, let's go. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte nochmal an. Vielleicht kommen wir jetzt plötzlich auf den Geschmack und sagen, hey, doch, wir bringen das an. Dann würden wir das nämlich so beenden. Oder wir können dann wirklich verbannen und ich würde mir den Stress noch weiterhin antun. Und dann würde ich mich eigentlich nachher langsam richtig Hollow Knight begeben. Weil ich habe langsam das Gefühl, hey, klar, es gibt noch mega viele Side-Treats und alles drum und dran, aber über das reden wir nachher. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Albtraumkönig Grimm! So. Auf ein neues mit dir. Ah, jetzt habe ich gemeint, es lange. Menomen. Fangt ja schon mal gut an. Fangt ja schon wieder mal schlecht an. Nein, aber also ich muss sagen, der Kampf ist einfach episch schwer. Er ist wirklich episch schwer. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, los, wir probieren es jetzt genau noch einmal. Wenn wir es jetzt beim nächsten Mal nicht anbekommen, gehen wir ihn verbannen. Dann machen wir nicht lang, sondern wir schließen jetzt wirklich mal das Thema Grimm ab. Allgemein da, dass es selten mal alles schön verbannt wird, weg mit euch, dass sie uns ja nicht mehr gegen den Keks gehen. Ich schaue jetzt noch, ob wir noch irgendetwas anderes mitnehmen können. Ich bin nämlich gerade mal überlegen, ob wir das Larvenlied rausnehmen wollen. Aber wir können sie eigentlich nicht, wirklich nichts Besseres ersetzen. Eben das Einzige, was mir jetzt noch auffallen würde, oder wo ich würde sagen, hey, das könnte noch möglich sein, ist, wenn wir jetzt wirklich schauen, dass wir alles außer die 3 Sachen rausnehmen und sie füllen damit, dass wir mehr Leben, also dass wir einfach mehr Leben am Start haben. Dass ich sage, hey, ich nehme Lebensblut mit zum Beispiel und ich nehme Herzensbrecher mit, aber das Problem ist, den scharfen Schatten, den brauche ich. Also ich finde einfach, wir machen wir probieren es jetzt einfach noch einmal so. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach noch einmal so. So. Oder dann haben wir wirklich mehr Leben am Start. Und dann probieren wir mal, ob unsere Viechli genug Schaden machen. Ich persönlich mache jetzt halt einfach praktisch gar keinen Schaden mehr, passiv. Und dann schauen wir, ob unsere Viechli genug Schaden machen, dass wir jetzt nicht grossartig gegen ihn kämpfen müssen, sondern dass das wirklich unsere Viechli machen. Ich muss einfach versuchen, die ganze Zeit ausweichen. Und ich würde sagen, das ist unser letzter Versuch. Und nachher machen wir uns auf zum Brumm. Ich würde euch dann auch gerade noch zeigen, wie das ist. Wenn wir jetzt den Kampf nicht würden anbekommen. So. So, das letzte Mal. Albtraumkönig Grimm. Oh. Das ist aber wunderschön ausgewichen. Ui, jetzt ist er aber wirklich schön ausgewichen. Ja, aber ohne Schatten komme ich eben gar nicht so weit. Was noch ziemlich mühsam kann sein. Oh, der hat er aber wieder schön gemacht.
Wieso schafft es mir jetzt immer auszuweichen? Okay. Nice, okay. Das erste Mal haben wir einen Down. Nice. Schade, jetzt habe ich gedacht, ich schaffe ihn nochmal Tüpfen. Okay, da haben wir uns gerade zweimal treffen lassen, nicht gerade das Beste. Schade, schade. Hä, was? Die Fähigkeit habe ich schon... Die Fähigkeit, sie wenden jetzt die wieder ein? Ich glaube, so weit sind wir einfach noch nie gekommen bis jetzt, weil wir einfach so viel Leben gehabt haben, dass es einfach ein bisschen länger gegangen ist. Aber ich persönlich sage, Leutlis, vergessen wir den Kampf, gehen wir ihn verbannen. Es tut mir irgendwie im Herzen weh, weil ich ihn wirklich gerne besiegt hätte. Aber da die 100'000 Versuche machen, das wird ja auch mühsam mit der Zeit. So, dann nehme ich da meinen Kompass mit, meinen Geoschwarm, den Grimm brauchen wir, also das Grimmkind. Dann nehme ich da meinen langen Nagel mit. Larvenlied, um ein bisschen auffüllen. Den hier und meinen scharfen Schatten. Und jetzt können wir uns sogar noch etwas mitnehmen. Was wollen wir noch mitnehmen? Was wollen wir noch mitnehmen? Ah, da noch. Wappen des Verteidigers. Gut, dann stinken wir wenigstens noch auf dem Weg. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal auf. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an mit dem Verbannen. Für das, wenn wir uns aufmachen zum Truppenmeister. Nein, das ist nicht der Truppenmeister-Ding, sondern der... Wie hat er jetzt geheißen? Brum. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jägerli. Jetzt habe ich die ganze Zeit gewusst, jetzt weiss ich nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir gehen zu ihm, dann wissen wir schnell mal, wie er wieder heisst, oder? So. Für das müssen wir ganz am Anfang gehen, wo wir eigentlich das Ritual begonnen haben, weil durch das, dass wir alle Flammen eingesammelt haben und er eigentlich Kappen voll davon hat, gefallene Königreich eigentlich die ganze Zeit zu plagen mit dem hohen Ritual und mit diesen Kämpfen. Und wollte er jetzt eigentlich uns helfen, die zu verbannen. Also das Ganze eigentlich zu beenden und zu verbannen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich da richtig bin. Aber ich glaube, wir sollten uns auf dem richtigen Weg befinden. So. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Ich glaube noch weiter oben, oder? Genau, und ich glaube, da unten drinnen sollten wir eigentlich richtig sein. Ah Mann, es tut mir schon im Herzen weh, dass wir das jetzt wirklich machen. Nein, nicht da. Noch weiter oben in dem Fall. Da auch nicht, also noch weiter oben. In dem Fall da hinten. Wenn ich mich nicht täusche, dann müssten wir da hinten gehen. Jawohl. Und da wären wir. Aber wie es aussieht, ist ja gar noch... Betrachten! Eine Leiche eines grossen Käfers. Muss ich da zuerst noch mit ihm reden? Das habe ich natürlich nicht beachtet. Mir ist gesagt worden, ich muss da einfach da hinten und dann ist er da. Aber wie es aussieht, muss ich in dem Fall doch noch zuerst mit jemandem reden. Das ist in dem Fall mein Fail, aber dafür kommen wir nachher so zum Ende. Vom Albtraumkönig Grimm. Das heisst, ich muss nochmal in dem Fall ganz kurz schnell auf den Mistmund. Dann müssen wir schauen, dass wir ihn vielleicht dort findet. Und mit ihm vielleicht dort noch ganz kurz ein schnelles Schwätzli heben. Das habe ich in dem Fall noch nicht gemacht. Jetzt muss ich noch weiter rauf. Jetzt macht er aber gut, schade das Grimmkind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, Brum, glaub's, heisst er. Wir gehen ihn jetzt schnell suchen, nochmal im Mistmund und dann machen wir aus dem Fall nochmal auf den Weg da. Das ist in dem Fall mein Fail. Das ist in dem Fall wirklich mein Fail, dass ich vielleicht doch noch zuerst mit ihm reden muss. Jetzt bin ich die ganze Zeit hinter mir nachspawnt mit dem Geräusch. Ziemlich neues, So. Jetzt muss ich aber ganz schnell schauen, ob man da... Ist er da im Zelt drin? Ob man ihn da irgendwo vielleicht findet. Weil ich habe gemeint, er sei doch da immer am Musik spielen gewesen, aber das ist er jetzt gerade momentan nicht mehr. Dann ist aber die Frage, wo steckt er denn? Hä? Also mit der wollte ich eigentlich nicht mehr reden. Ah, dieser Geruch so stark, so männlich. Ja genau, du wolltest schon wieder einen Talisman von mir. Den kannst du ganz grob mal schnell wieder abschminken im Fall, meine liebe Dame.
Aber wo versteckt denn der sich? Mir ist gesagt worden, oder blöd gesagt, mir ist wirklich gesagt worden, ich mache mich da einmal auf den Weg zu ihm. Dorthin, und dorthin wartet er eigentlich auch auf mich. Aber wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Wie es aussieht, ist das wirklich nicht der Fall. Weil der Anker ist dort gelegen. Also der Topf, den wir gesehen haben, zeigen gerade nochmal Willen, den nennt man den Anker. Aber der ist nicht mehr dort. Und der liebe Brumm, der ist auch nicht mehr rum, weil der ist ja da eigentlich die ganze Zeit am also an einem Instrument am Spielen gewesen, aber irgendwie befindet er sich auch nicht mehr da. Und da vorne ist er ja auch nirgends und da kommen wir dann direkt wieder zum Grimm. Hä? Komische Situation. Ich hätte mich doch noch ein bisschen schlauer machen. Ich nudle. Oder hätte ich einfach da draufschlagen und dann wäre er auftaucht. Wirklich ziemlich komisch. Ziemlich komisch, weil ich wüsste auch gar nicht, wo ich den eigentlich finden sollte, weil in einem Laden drinnen befindet er sich sicher mal nicht. Weil da haben wir ja nur all unsere Verkäufer, die haben wir ja alle tot leer gekauft. Und da unsere Karten haben, und ich denke jetzt nicht, dass er plötzlich da reinstehen und sagen, komm, ich mache jetzt da rein ein Tänzchen. Ich würde sagen, schauen wir noch mal ganz kurz. Ich hätte mich besser informieren. Tut mir leid, mein Fehler. Dann würde ich sagen, ich schaue jetzt noch mal schnell nach, ob ich jetzt dort vielleicht irgendwie hätte müssen. Komische Sache. Also wenn ihr es wisst, schreibt es mir lieber gerne in die Kommentare. Ich würde mich in dem Fall nochmal darüber schlau machen. Wo sich jetzt der liebe Brumm befindet. Weil eigentlich müsste er ja dort schon umeinander sein, eigentlich so. Men. Ey, komm. Jetzt gehen wir da einmal durch. Jetzt schaue ich nochmal schnell dort nach. Vielleicht hätte ich draufhauen oder so. Ich hätte lieber zuerst mal noch ein bisschen ausprobieren. So. Dann machen wir uns direkt einmal auf den Weg. Und dann schauen wir mal, wo jetzt der Brumm steckt. Kopfsäppel nachher mal. Wo versteckt sich bloß der Brumm? Eigentlich hätte ich noch das Portal setzen in Missmund. Um das zu machen. Okay, weiter runter in dem Fall. Noch weiter runter. Und noch eins runter. Es sieht einfach so aus, als könnte man es einschlagen. Es ist so mühsam. So. Es gibt so viele Ecken da im Missmund, wo du einfach das Gefühl hast, so, dort kann ich reinschlagen, dort geht es weiter, aber da geht es gar nicht. Also das ist ja die Stelle, wo... Okay. Aber eigentlich müsste sich da der Brumm befinden. Wieso ist er denn nicht da? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Muss ich noch irgendetwas anderes machen? Weil eigentlich müsste er jetzt da stehen und wir könnten jetzt eigentlich ein Schwätzchen heben mit ihm. Aber wie es aussieht, ist er nicht da. Wo könnten die sich befinden? Wenn wir mal ein bisschen das Hirn anstrengen. Wo könnten die sich befinden? Also weil angezeigt auf der Karte wird ja nichts, dass irgendwo noch eine Flamme wäre, mit der wir reden können oder sonst irgendetwas in dieser Art. Also eigentlich müsste er sich auch beim Zelt befinden. Aber das Zelt... Komisch. Das ist jetzt wirklich komisch. Das ist jetzt wirklich komisch. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten jetzt wirklich gemütlich das einfach schnell beenden, aber wie es aussieht, steckt auch da wieder mehr dahinter, als ich gedacht habe. Okay. Wir müssen den Brumm finden. Wo könnte er sich befinden? Wir gehen jetzt die Nudeln suchen. Löli sucht Nudeln. Das wäre doch mal eine coole Liebesanzeige. So. So, ich gedacht, da sind wir ein bisschen schneller unterwegs, wenn wir das so machen. Ich hoffe, da täuschen wir ja nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, doch, es geht ein bisschen schneller. Gehen wir nochmal nach Missmund, dann schauen wir mal schnell, ob der Brumm dort umeinander ist. Und in der nächsten Folge habe ich nämlich wirklich vor, eigentlich den Hollow Knight zu besiegen. Also den Endboss. Weil ich persönlich sage, klar, es gibt noch sehr viele Sachen zu machen, aber wir können nochmal zu den Pharaonen runter und dort noch mehrmals kämpfen. Wir können jetzt wirklich 100 Mal versuchen, mit dem Grimm kämpfen. Mit denen kann ich nicht reden, oder? Nein. Und da ist er auch nirgends. Okay. Also soweit ich weiss, ist das der die ganze Zeit da drin am Musik spielen war. Hat es denn da noch irgendein Hintertürchen, das ich nicht gesehen habe? Und er sich jetzt hinverzogen hat? Versuchen wir da mal alles
ausschlagen. Da kommen wir irgendwie rauf. Meine ich das nur? Hä? Und weg bin ich. Funktioniert das bei allen? Nein, da funktioniert das nicht. Wieso kann ich denn da so gegen raufgumpen? Ah, was? Ja, hallo? Wir haben hier ein Geheimmittel gefunden. Und was ist das? Warte, ich versuche mal mit ihm. Hä? Was ist denn das für ein Eckli da? Okay, wir haben da irgendetwas Besonderes gefunden. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, für was genau das ist. Hat es da irgendein eine Platte, die man draufschlagen kann, dass ich da mit dem Traumnagel mal draufschlagen kann? Nein, nicht wirklich. Aber was ist denn das? Also mit dem... So kann ich... Also das Problem ist, mit dem Traumnagel müsste... Da kommen wir auch nicht mehr weiter. Okay. Hä, was ist das? Es klingt mega dumm, aber es sieht irgendwie aus wie ein P. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wie ein Genitalteil. Da unten hat es so zwei Dinge und oben ist das Ding. Weiter rauf geht es auch nicht. Okay. Aber was ist denn das? Da können wir nicht weiterlaufen. Was man so alles für Sachen finden, wenn man sich mal umschaut. Okay. Okay, da hat es in dem Fall irgendetwas. Das haben wir in dem Fall schon mal gut gefunden. Aber was genau weiss ich jetzt leider nicht. Dann schauen wir da mal weiter, ob wir da... Nein, da geht es auch nicht weiter. Und da können wir auch nirgends durch, hä? Okay, also wir haben den Grimm, der schlöfelt immer noch da, der wartet da immer noch mit uns auf den Abschluss vom Ritual. Aber das Problem ist ja, wir wollen ja eigentlich den lieben Brumm suchen. Er sollte ja eigentlich immer da gestanden sein. Jetzt wollte ich das noch schnell überall probieren, dass der da... Okay. Nein, das funktioniert da nirgends. Der Brumm, der ist immer da zwischendrin gestanden und hat da, oder da zwischendrin, und hat da irgendein Instrument gespielt. Also einfach verschwunden kann er ja nicht sein. Also wenn wir mit ihm noch schnell reden, bevor wir da mit dem Ritual weitermachen, dann müsste er sich doch eigentlich irgendwo da befinden. Oder sehe ich das jetzt falsch? Mann! Mann! Ich habe mir das jetzt so leicht und gemütlich vorgestellt. Und jetzt am Schluss puppt sich das, als wäre ich doch wieder zu dumm gewesen, um richtig nachzuschauen, was wir genau wirklich mitmachen. Dann ist wirklich eine gute Frage, was ich jetzt... Das ist wirklich eine gute Frage. Da drin ist er nicht. Die Tür verwundert mich immer noch, dass sie zu ist. Dass die nicht aufgeht, dass da nicht irgendetwas noch zwischen drinnen ist. Und da hinten ist er ja auch nirgends, da sind wir jetzt schauen schon mal. Und da kann man ja nicht weiterlaufen. Da drinnen ist er sicher mal nicht. Also ich tappe im Dunkeln. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Mann. Ja, dann würde ich sagen, wisst ihr was? Dann müssen wir es doch so machen, dass ich jetzt nochmal so 2-3 Mal gegen den Grimm versuche zu kämpfen. Und sonst nochmal nachschauen, wo genau der sich befinden soll. Das heisst, wir haben einfach total unsere Zeit verschwendet. Das kann es ja auch nicht sein. Steht er dann einfach da oben an den Klippen oder so? Weil von da kommen wir ja, oder? Vielleicht steht er ja da plötzlich rum. Vielleicht haben wir plötzlich Glück und er steht einfach irgendwo in der Nähe rum. Königspass. Nein, das kann nicht sein, dass der da irgendwo... Das kann wirklich nicht sein. Aber ich habe noch eine gute Idee, bevor wir zum Grimm gehen. Ich habe noch eine ziemlich gute Idee. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir jetzt nämlich nochmal den Grimm zu besiegen und dann sind wir in die nächste Folge wirklich komplett verbannen. So, jetzt haben wir sicher mal 2 Leben mehr. Ich denke, das könnte uns schon ziemlich weiterhelfen im Kampf gegen ihn. Ich hoffe, das könnte uns schon ziemlich weiterhelfen. So, dann würde ich sagen, dann versuchen wir nämlich nochmal in den Kampf gegen den Grimm zu gehen. Dass ich da nicht meine ganze Zeit einfach für nichts verlöhlt habe. Und dann würde ich sagen, dann nehme ich aber dann noch ein paar gute Sachen mit. So. Dann nehmen wir da nämlich die noch mit und die noch mit. Komm, dann probieren wir es gerade nochmal so. In dieser Phase. Nein, jetzt habe ich ja meine Leben wieder verloren, weil ich halt aufs Bänkchen bin. Mann! Es läuft ja alles schief, was kann schief laufen? Jägeli! Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wisst, wo ich den Brumm finde.
oder ob ich da irgendwie nicht richtig gut aufgepasst habe. Schreibt es mir doch bitte liebend gerne mal in die Kommentare, wo ich genau muss mit dem schwätzeln oder wie ich das genau muss machen. Dann würde ich mich da liebend gerne auf die Suche nach dem machen. Vielleicht muss ich da... Ich denke, der könnte sich da drinnen befinden. Ich glaube es weniger, dass der sich da drinnen verbirgt, weil das sind ja Träume vom Grimm. Und wir gehen da jetzt trotzdem noch schon mal alles durch, man weiß ja nie. Ja, ich höre ihn schon wieder, das nervt mich schon wieder. Da geht auch nichts rauf. Okay, nein. Nein, okay, komm, dann machen wir uns nochmal einen Kampf gegen den Grimm. Dann haben wir unsere komplette Zeit verloren. Tut mir leid an dieser Stelle. Und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge den lieben Albtraumkönig Grimm verbannen. Let's go! Ah, jetzt kommt Flamme. Ich habe jetzt gerade gedacht, was macht denn die jetzt? Ah, ich meine, ich stehe zwischen ihnen. Schade. Das habe ich gehofft, ich kann noch eins auf den Zipfel. Wieso ist das so hoch raufgekommen? Wieso ist denn der so hoch raufgekommen? Oh Jögeli! Oh, da oben befindet er sich sicher auch nicht. Ich wundere jetzt aber schon die ganze Zeit, was mit dem komischen Dings da oben auf sich hat. Wir haben etwas Neues gefunden. Aber was hat das mit sich, was hat das auf sich da oben? Was ist das? Da ist er sicher nicht, hä? Da ist er sicher nicht. Dahinter kommen wir auch nirgends. Und da oben auch nicht. Okay. Also wir haben irgendwie ein Zelt Oberteil gefunden, aber was genau das auf sich hat, keine Ahnung. Dann hoffe ich, dass wir das finden wir noch raus. Da oben hat es gar nichts. Und wir können da nicht an der Wand rauf. Okay. Das heisst, ich mache mich jetzt in der nächsten Folge mal... Also ich mache mich jetzt schlau nochmal, wo sich in dem Fall der... Brim befindet. Hä? Dass man da wirklich nochmal schon alles abtastet. Ich sehe wirklich noch, der ist einfach verschwunden. Der müsste doch jetzt bei dieser hohen Feuerstelle stehen. Ach Jägeli! Alles für nichts. Komplett wieder Zeit vergeudet. Es tut mir leid an dieser Stelle. Aber ich würde sagen sonst... Wir verbannen direkt in der nächsten Folge den lieben Grimm aus Heilandsnest Missmund. Ich danke noch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe trotzdem, dass es so einigermaßen Spass gemacht hat. Wenn ihr einen Hinweis oder Tipp habt, wo genau sich jetzt der Brim oder der Brumm befindet, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ist ja schwierig, ich kann mir das recht gut verwechseln mit Brim und Brumm und Bram. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke mal und ciao!